Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ivo und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. wie an der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin, Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Kurz und bündig. Ja, Bruder. Was ist jetzt geschehen? Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. Es ist eine crazy Woche, Mann. Es sind viele Sachen passiert. Crazy 2 Wochen? Oder meinst du Crazy die 2 Woche, Wochen. was passiert ist? Also ich weiß nicht, ob es genau die Woche passiert ist, aber mir sind 2 Sachen, habe ich gesehen. Und ich bin mir sicher, du bist da auch intuit, weil du ja auch sehr chronisch online, ist vielleicht das falsche Wort, aber du bist ja schon Bro, ja. Ich konsumiere Social Media. Social Media Wie man konsumiert, nicht sollte eigentlich. Social Media konsumiert auch dich, Bruder, aber Aber ist- ich tue mich ein bisschen verarschen und mich anlügen und sage, das ist eigentlich mein Job. das ist schon, genau, darum, das ist easy. 2 Sachen, die passiert sind, die ich sehr speziell finde. Das erste ist, einfach Louvre haben sie hops genommen. Geil. Hast du mitbekommen? Ich weiß, es sind Kurden. Mhm. Ich weiß. Weil jeder Goldraub, wo so mit so Museen und wertvolle Sachen und Gold und so, Bro, in Deutschland alles kurdische Clans. Katar lebt, Bro. Kannst du sagen, was du willst? Das ist eine wilde Theorie, Bro. Komm ist er weg, Bro, Louvre fällt Sachen. Bruder, you Krass, tell me, bro. das ist krass. You tell me. So habe ich es gar nicht gesehen. Krass. Berlin lebt, bro. Also, Krass. Ey, ich habe mir das im Fall gar nicht so groß gegeben. ja. Weil ich bin, glaube ich, einmal so aufs Handy und dann sehe ich einfach Sachen im Louvre geklaut, Szenen, ja, juckt. Also ich sage nur, in dieser Woche, wo sie die Kronjuwelen klauen, habe ich am Woody seine Eier, seine Kronjuwelen, wie sagen wir dem? Klinisch amputiert. Nein, das ist absolut das falsche Wort. Klinisch, operativ entfernt. Entfernt. Und die Kronjuwelen von... nein. Aber egal, du hast versucht. Ich hätte können besser machen. Ja, egal, Ganz du hast ehrlich. versucht. Egal, du hast Gut, versucht. Immer aber- noch lustiger als 80% von der Schweiz. Danke vielmals, das bedeutet mir viel. Shoutout an dieser Stelle. 80% von der Schweiz. 80% von der Schweiz, ihr Hurensohn. Nein, Bro, also crazy. Es sind, für die es nicht gecheckt haben, für die, wo unter euch, die nicht so viel online sind, aus dem Louvre sind wirklich Am Woody seine Eier. am Woody seine Eier von Katar geklaut worden. Nein, es sind einfach, also ich habe mich auch nicht ganz eingelesen, aber ich glaube hauptsächlich Kronjuwelen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass etwas, wieso, also ich habe gelesen, es ist ein Überfall passiert. Dann habe ich gelesen, dass eigentlich, während es passiert ist, 5 Mitarbeiter einfach zugeschaut haben. Ja. Die sind nicht mein Business. Und das andere ist eben, dass genau eine Krone halt Ja. irgendwo wiedergefunden wurde, ist beschädigt. Ja. Aber das andere Zeugs, Also es sind mehrere Schmuckstücke der Bourgeois. Ja, Mann, schon gut. kein Problem. Geklaut worden. Und das Krasse an dem Ganzen ist ja, also sie haben ja, man spekuliert ein bisschen so, haben sie die Krone, die zurückgelassen worden ist, also wo am Boden gefallen ist quasi. Mhm. Ja. Okay. Haben sie die am Boden gefallen ist, liegen lassen, extra. So, also es gibt 3 Theorien, 4. Ja. Eine Theorie ist, sie ist einfach runtergefallen und sie hat gesagt, hey, lass liegen. Ja, halt eine halbe Million weniger, dafür sind wir safe weiter quasi. Genau, die andere Theorie ist, sie haben es einfach liegen lassen, wie sie wissen, man kann das eh nicht verkaufen. So eine Mucke, Mann. Ich habe letztes Mal gegoogelt, wenn der Mucke nicht mehr und das steht so ab 10 Grad, aber dann da mir ein. Eben die eine Theorie ist runtergefallen, die andere Theorie ist extra liegen lassen, weil man sie nicht kann verkaufen kann. Ja. Die dritte Theorie ist, es war ein Zeichen gewesen. Jani, wir brauchen eure Krone nicht.
Eigentlich scheiß auf das. Also eine Kritik an Krass. Kapitalismus, eine Krass. Kritik an Monarchie, eine Krass. Kritik an... Einfach, eigentlich ist kein Diebstahl, ist Kunst. Eigentlich ist es Kunst. Aber Ding, Leute checken aber nicht. Leute checken nicht. Und die vierte Theorie, wo ich auch ein ganz starker Verfechter bin davon, ist, dass in 2 Jahren der Katar mit Goldstein, Monokel, Zylinder und Cape auftaucht und sagt, haha, Kurdistan wird gemeint. unabhängig. Der Präsident sieht per Zufall so aus wie er und ist voll in Gold. genau. Boom. Neben Tupac am Chillen. Nein, auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen habe ich versucht herauszufinden, also warum kann man es nicht verkaufen? Ich finde, du kannst sicher verkaufen, Bro. Also zum Beispiel, wenn es Gold ist, die ja jetzt in Deutschland zum Beispiel so eine 50 Kilo schwere Goldmünze geklaut haben. Also Kurden? Genau, wieso auch immer wir im Mittelalter gefunden haben, dass sie schlau 50 Kilo Goldmünze machen. Wahrscheinlich haben die nicht gewusst, was Immigration und Flucht ist. Wahrscheinlich haben die nicht gewusst. Die haben nicht können wissen, in 600, 700 Jahren kommen die. Und Schade an meinen Onkel, Alter. das Krasse ist, ey, wir lachen jetzt. Aber so wie die das gemacht haben, 1A. Die ganze Beute ist weg. Mhm. Und zum Beispiel als Input so, Katar seine Beute, hat man auch bis jetzt noch nie gefunden, oder? So. Oh mein Gott, willst du mir sagen, ich hatte seine Beute ist die ganze Zeit in Louvre gewesen? Sie ist auch nie gefunden worden, oder? Und dann ist er aus dem Knast gekommen und hat sein erstes Album rausgedroppt. Und hat Goldstücke Genau, und er hat gesagt, also wer die Box-Edition kauft, Mhm. kommt ein bisschen Gold über, zertifiziert, macht euch keine Sorge, es ist echtes Gold. Alle haben gewusst, wo das Gold Ja, kommt. Ich das ist auch. ein Boss-Move, Bro. Und das ist ein Baba-Move, weil wenn sie jemals sollten finden, was ist, dann müssen sie anfangen bei Der Grand Line. 200'000 Fans noch den Rest raussuchen. Okay, ich habe einen One Piece Joke gemacht. Aha, ich nicht so checken. Ah, okay, kein Problem. Aber ja, auf jeden Fall, ich sage, für mich klingt am plausibelsten, dass einfach auf der Beute geht ist. Und sie haben wie so gefunden, fuck it. La Liga. Ja, aber es ist halt schon auch. Sie haben gedacht, wie ich damals gekauft mal La Liga. Sorry. Nein, aber Bro, das Ding ist ja, du kannst ja nicht einfach in einen Laden reinlaufen und sagen, hey, ich habe da Krone von Elisabeth II. Oder so. So, Ja, da meistens gib mir findet die- 50 Millionen für das. Also ich meine damit, die einzige Möglichkeit, wie du das kannst verkaufen, ist, wenn du es einschmelzt. Es kommt davon, was sie geklaut haben. Oder halt Juwelen wegnimmst und... Eben, es kommt voll davon, was sie klaut, weil es gibt ja recht viele Leute, die so Sachen wollen. Und dann halt wie so sammelt. so Sachen wollen und halt wie so Leute suchen, die sagen, ey, ich mach das, ich hol das für dich, gib mir einen guten Batzen. Ja, ja. In der Regel haben es meistens schon Abnehmer, aber wenn es so Gold ist und so, Bro, es wird eingeschmolzen, 100%. Genau, aber ich wollte damit sagen, der tatsächliche Wert, jetzt wird es ein bisschen poetisch. Ah, okay. Sorry, Jetzt kommt der Bruder. emotionale Wert von Frankreich. Sorry, Bruder. Das kapitalistische Land, wo die ganze halbe Welt auseinandergenommen hat und immer noch Leute am Auseinandernehmen ist, die Armen. Haben ein bisschen Geschichte verloren. Ah, die Armen, Bro. Scheiß auf die, Mann. Wahrscheinlich ist das, was geklaut wurde, ist nicht mal von ihnen. Okay, bist du fertig? Ja, ist mir fertig. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen poetisch, nicht emotional. Poetisch im ich Sinn bin von, emotional, ja. im Sinn von, der Wert, das hat ja nur so viel Wert, wie wir Menschen dem Wert geben. Krass. Verstehst du? Geld ist nur Papier. Geld ist nur Verstehst du? ist Mindset. Es ist nur, wenn ich morgen gehe und sage, ein Stück Brot ist 10 Geld wert. Wer Checkst? sagt, dass 10 Geld nicht 10 5 Rapper sind? Verstehst du? Ja. Nein, ich wollte damit sagen, so eine Krone hat ja niemals den originalen Preis. Also ist ja nicht der Preis, der es in Gold wert ist, sondern viel mehr. Ja, ja. Weil es hat einen geschichtlichen Oh, Kontext. brutal. Irgendeiner vor 600 Jahren hat das angekannt und hat irgendwie etwas beherrscht. Ja, nicht. Und ich wollte damit sagen, wenn man das jetzt einschmelzt in halt Glück. in Gold Gold. oder die einzelnen Rubin, Saphir, was auch immer verkauft, hat das ja einen Bruchteil Ja. vom Wert, wo die Krone an sich hat. Also die Krone wird ja geschätzt, sagen wir mal eine Zahl, Bro. Keine 100.000. 11,30. Okay. Also 100 Millionen. So, mal Okay. angenommen. Also ich sage jetzt einfach Ja, etwas, Bruder. 100.000 wäre auch okay gewesen, aber ja, Ich glaube, easy, ich 100 schon Millionen. teurer. Aber auf jeden Fall. Ja, einfach zum Berechnen gewesen. Kann man, 100 100.000. Millionen. Ja. Was? Ja, ich habe gedacht, du hast eine Zahl, damit du einfach kannst rechnen. Nicht eine Zahl, damit du kannst sagen, schätze mir jetzt
Nein, nicht auf seriös. Aber ich meine damit, wieso? Ich weiß nicht, was ich will sagen. Du so, ja, ne, sagen wir, es ist 100 Millionen wert. Genau. Also, genau, die datieren das und sagen, das ist irgendwie 100.000 wert. Okay. Okay. Dann sagt ja niemand, okay, ich zahle das. Ja, logisch. Verstehst du? Ja, es ist ja wirklich nur so ein... Das ist auch wahrscheinlich mehr wegen Versicherung. Ja, oder halt eben zum zeigen, die ist fett Money wert. Ja, Aber ja. das Ding ist, die einzige Person, also die einzige Möglichkeit, wie das kannst... Heute Was ganz ist los schlimm, mit mir heute? Heute ist ganz schlimm, Bro. Deine Zunge spielt Beyblade, Bro. Wirklich, ich muss Wow. nicht einmal drücken. Ja, schon einfach. Darum, es gibt ja noch die Theorie, dass irgendwelche, dass irgendein Herrscher von einem anderen Land irgendwie die Leute geschickt hat. Putin. Er hat für mich nur einen, Bro. Er hat entschieden, er sagt, Bro, look. Vor 600 Jahren Napoleon hat Eier gespielt mit uns. Scheiße. Er will bei uns zu uns kommen. Jetzt, ich zeige ihm Eier. Hol die Sachen, die er kann. Ja, Bro, auf jeden Fall, es kann auch sein, dass es irgendjemand von diesen Herrschern jetzt ihren Privatkeller haben, ihre Privataktion, Ja, auktionmäßig etwas. Und wenn die dann sterben oder festgenommen werden, dann findet man nachher ihrem Sexkeller jetzt auch noch so eine Ausstellung von Es gibt ja, Diamanten. passiert nicht oft, aber wenn irgendwann so ein Reicher mal stirbt und er hat irgendwie niemand, der sein Zeug übernimmt und der Staat kommt und sagt, ja, in dem Fall, keine Ahnung, weißt du, wir sind so, wenn jemand nicht mitnehmen, schon. Ja. Dann gehen sie drin und sagen, ey, man, shit, vor 60 Jahren ist das Bild geklaut worden, einfach da. Ja, was Aber- sollen wir jetzt ficken? Ja, er ist tot. Aber weißt du, was ich mich frage? Zum Beispiel oftmals bei Kunstwerk, Hm. irgendjemand klaut das. Hm. Nachher kommt ja das Museum und sagt, wir haben Anspruch auf das, weil wir haben es vorher gehabt. Mhm. Dann kommt Israel. Wow. Und sagt, vor 3000 Jahren. Stimmt oder stimmt nicht? Crazy. Das wäre es heute gewesen mit der Folge, weil der Serhat hat den ultimative Drop. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao. Nein, Bro, at this point gratulieren, man. Das ist wirklich ein brutaler Danke, danke. Hände sind geschüttelt. Danke. Shoutout. Nein, was ich wollte sagen ist, warum kommt dann nicht das Land, wo das vorher gehabt hat, Das ist eine gute wo dem Frage. das geklaut wurde, ist Das ist eine ursprünglich ganz gute Frage. durch Kolonialismus und so. Ja. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt eine Antwort auf das. Mhm. Putin. Nein, Korruption, Bro, ganz Ja, einfach. Ich sag also- Korruption. Weil es gibt ja sehr viele Sachen, so zum Beispiel Ägypten, das beste Beispiel. Mhm. Was macht Mumie in London? was macht die Sache von denen in London? Shoutout, Bro. So, oder ich weiß nicht, ich rappe jetzt irgendetwas, aber das Prinzip ich checken. Es gibt Sachen auf dieser Welt, wo man kann anschauen kann, so in westlichen Ländern, wo gar nichts mit diesen Ländern zu tun hat. Was macht mein Onkel da? Das ist etwas anderes. Das ist wieder zu komplex. Tamam. Das ist zu komplex. Aber unter dem Strich, ich sage, die Länder gehen dem nicht gross nach. Corruption. Das ist schon crazy. Der Honig, den sie serviert bekommen, der ist zu fein, Bro, dass sie sagen, wieso. Aber ich ist doch eigentlich kein Honig, Mann. Eigentlich, mein Essen ist doch Reis, Mann. Wo ist Ja. mein Reis? Wirklich. Hey, apropos Museen und Louvre und so Szenen, hast du Mona Lisa mal gesehen? Nein, ich bin noch nie in Paris gewesen. Ich höre nur Scheiß über Paris. Du bist noch nie in Paris Nein, gewesen? ich höre nur Scheiß über Paris im Fall. Was haben die dir erzählt über Paris? Alles, also, wenn Leute ohne den Namen Paris erwähnen, Paris beschreiben, Ja, es sind wie Antep. okay. Es stinkt, Aha. es ist überfüllt, Aha. voll grusig, du wirst die ganze Zeit Du verarscht, hörst überall Kurdisch, Türkisch. überteuert, es wird zu romantisiert, obwohl jeder Make Müll rumliegt und so weiter und so fort. Also Aber- nur aber negativ. Paris wird ja schon als Stadt der Liebe und Kultur und so angeschaut. Bro, wenn die Leute beschreiben, nachdem sie gegangen sind, wie Paris war, Mhm. das ist nicht nach Liebe, Bro. Also hättest auch kein Interesse an Paris. Ich bin einmal fast Paris gegangen, aber nicht wegen Liebe zu einer Person. Bro, es gibt mir einen Kollegen, Bro, der will für seit der andere Gericht, Bro, würde sogar 5 Stunden fahren. Oh, ohne Scheiß, der merke ich mir, will dich auf Paris. Nein. Das ist Jahre her. Ah. Und es gab nicht mal einen Five Guys in Deutschland gehabt. Damals hat es nicht mal einen Oh, gehabt. crazy, Und der wegen- Shit ist gekommen, ja. Ah, krass. Also, Bro, ich hätte massiv Bock auf Five Guys. Was wäre peinlicher, sorry, was ist peinlicher, für Drake auf Paris gehen oder für einen Five Guys?
Ich finde jetzt für Drake nicht unbedingt peinlich, Bro. Drake, wie? Stell dir vor, du bist ein Wochenende dort und nachher kann ich so Leute fragen, krass und so, weißt du, so, wenn du an einem speziellen Weekend dort bist, wo die halbe Welt weiß, dass Drake dort ist, keiner fragt. So, wieso bist du auf Paris? Ja, So, man checkt. Es sind ja viele Leute wegen einem Konzert von Drizzy, der Drake. Ja, fix. Aber wegen anderen gehen es auch nicht auf Paris, so, wenn sie in die Schweiz kommen und so. Und dann finde ich es fair oder halb so schlimm, wie wenn du zurückkommst und sagst, ey, wir sind wegen dem Burger gegangen, aber wie es halt schade ist, nur 10 Stunden für einen Burger gehen, haben wir noch gute Nacht angehängt. Okay, checky. Nicht, ist doch wild. Also, was? Für einen Burger, nicht. Also ich meine, es gibt sicher Ich habe bessere Erlebnisse. Ich habe genau so gesagt. Er so, Bro, Burger ist so, Bro, kein fein Gott, Bro, riech dich zusammen, Bro. Also, weiß nicht. ich glaube, es gibt bessere Erlebnisse oder bessere kulinarische Erlebnisse, vor allem in Paris, als ein Five Guys Burger. Ich weiß nicht, ob Paris unbedingt. Bro, ich weiß, alles, was ich gehört habe über Paris, es lange mir weg vorbeifahre. Wirklich? Bro, ich höre nur, Bro, auch so überteuert, auch Essen nicht geil und so. Paris lebt einfach davon, dass wahrscheinlich vor 200 Jahren irgendwie per Zufall Gott so viele Leute sich mega schön verliebt haben und mega romantisch und so. Und das ist einfach, sie leben von dem. Weil ich höre wirklich nicht mehr. Bro, ein Kollege geht, er kommt zurück. Also ein Kollege geht, er kommt zurück, er erzählt so, Bro, ich bin mit 2 Kolleginnen gewesen. Hat einfach einer die Taschen ausnehmen von ihnen, weißt du, so neben mir. Ja. Ey, romantisch. Ja, also ich habe jetzt auch nicht ein grosses Interesse auf Paris, vor allem weil ich sehr Mühe habe mit der französischen Sprache. Nein, das finde ich noch herzig. Also ich meine, ich verstehe sie nicht. Ich kann mich nicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich kann mich nicht verständigen, nicht. Aber Frau, nicht. Ja, mal, sie kann Französisch. Also sie muss, Bro. Ja, aber trotzdem. Aber Ey, ich habe letztens einen von, es gibt so einen FC Sion-Fan auf Insta. Ja. Und der schreibt einmal, weißt du, der ist so voll am Abgehen, der schreibt einmal so Sachen halt auf alles Deutsch. Ich habe dir letztes Mal schicken, hast du nicht auf beigepennt. Ja. Bro, ich so, schreibt sie auch so einmal mit dir. Ich wollte wissen, weißt du, wie? Ja. Walliserdeutsch muss man sich daran gewöhnen. Aber auf jeden Fall, Bro, Paris. Ich bin einmal als Kind. Ja, das ist ein anderer Hintergrund. Was ist mein Hintergrund? Also wahrscheinlich politisch, kurdisch, so. Nein, irgendetwas. Okay. Ganz anders. Nein. Disneyland, Bro. Ah ja? Aha. Du bist Disneyland gewesen? Mit 6, glaube ich, 7. Erzähl mir nicht, dass du eine scheiß Kindheit kam, Mann. Bruder, das ist die eine von den wenigen Erlebnissen meiner Kindheit, die mit dem Ausland zu tun haben und die positiv sind. Ja. Okay, das ist auch okay, ja. Easy, wisst ihr? Ich weiß es nicht mehr. Hast du Foto mit Mickey Mouse und so? Bro, ich habe irgendwie das Gefühl, wie in der Stadt gibt es jetzt auch Disney World. Mhm. Und ich glaube, Disney World ist um einiges Ja, mit Star Wars und so. krasser und grösser. Größer. Unbedingt krasser und grösser als Disneyland. Aber ich bin einmal gewesen und das hat ja das Disney-Schloss und so. Und ich glaube, ich habe schon Fun-Time gehabt, Bro. Wie alt bist du da gewesen? Einfach weißt du Ich nicht bin mehr so, ich glaube, 6. Ah, okay. Ich habe davor so älter, so Greenscreen-Kiste, weißt du, so Foto. Ich glaube, es ist schon geil, ich habe nicht mehr so im Kopf, aber ich glaube schon geil. Aber hast du noch gute Erinnerungen an deine Kindheit? Also ich meine, so, weißt du noch ganz genau, so 6, 7, 8, was du gemacht hast? Ich weiß nicht, wie alt ich bin, bis 8 war, aber ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Okay. Zum Beispiel, es ist schon wild. Wir haben einfach eigentlich hätten wir so eine Mini-Version vom Europapark in der Schweiz. Eigentlich. Du meinst Coneyland? Ja. Bruder, Coneyland habe ich auseinandergenommen als Kind. Aber es, keiner irgendwie, weißt du, das ist nicht so das Thema. Bro. Also entweder die weißt Geld, wie dein oder Koffersalon Ja. in der Schweiz, oder es läuft einfach und wir checken einfach nicht. Bro, Sind sie 30 Jahre Stammkunden? willst du mir sagen, du bist noch nie Coneyland gewesen? Eben einmal als Kind. Bruder, ich bin... 2 Sachen habe ich in der Schweiz haben wir regelmäßig gemacht. Ja. Rheinfall Ja. und Coneyland. Krass, ich schwöre, Kontinent bin ich nur einmal gewesen. Bro, aber das Ding ist, ich kann dir noch... Also wenn ich meine Augen zumache, kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen, was wo ist. In Coneyland. Ich weiß nur Ich kann noch... sie so fest in meinem Kopf... So, glaube ich, ein einbrennt. Bahn, wo so geht, so. Oder nicht? Also, wenn du reinkommst, hat es links so eine So eine Tour, Höhe, nicht? wo nachher runtergehst. Okay, dann ich noch im Kopf. Dann haben sie in der Mitte haben so abgecrackte Ziegen, wo du kannst füttern. Führt er etwas, ja. Das habe ich mir. Dann hast du so eine kleine Papagei-Zelt. Okay, habe ich mir im Kopf. Und
dann hat es eben noch eine Bahn, wo du erzählt hast, wo es vorne dran so ein Schild hat, wo es steht, du musst so gross rein. Ja. Shoutout Eros, hat nie... Nein. Ich hätte auch wieder so sagen, aber ja. Und hinten, das ist das Wilde, hinten hat es so eine abgecrackte, wirklich vercrackte Delfin Ding gehabt. Ja. Also kann ich mich noch erinnern, es hat sich voll komisch angefühlt, als ich bei dort war. Und dann hast du auch Freude, also eigentlich als Kind, wenn du etwas siehst, du checkst du nicht. Aber es hat sich schon, das Ganze hat sich komisch angefühlt, ich bin dort gewesen. Und irgendwie, ich bin nicht nach Coneyland hin, da dachte ich so, wow, ich habe Delfin gesehen und ich so mehr wegen der Bahn verrückt, aber wegen der Tiere, ich habe nicht so, ich habe voll die Tiere, eben absolut so nicht in guten Erinnerung. Wie das Konzept von so Coneyland kommt ja von, ich glaube, Los Angeles ist das. Wahrscheinlich, ja, ne? Die haben eben das, und ich meine, irgendwie Coneyland wird verbunden mit Delfin. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, irgendwann hat man dann die Lizenz weggenommen zum Delfin. Ja. Halten. Trainieren, weißt du, Shows. An dieser Stelle, wir machen auch Werbung, falls jemand von Coneyland zulässt, geben uns Bescheid, dass wir in der nächsten Folge können promoten. Aber ja, das ist wild gewesen. Also ich finde, wieso... Ich habe ganz komische Erinnerungen an Coneyland. Und ich glaube, wenn ich ein erwachsener Mensch wäre, der in Coneyland schafft, ich glaube, jeden Abend würde ich in den Spiegel schauen und denken, ist heute der Tag? Ich kann mich nur mal an Mitarbeiter erinnern. Aber egal, wir haben auf jeden Fall so einen, ich weiß nicht, ob wir noch mehr haben in der Schweiz, wahrscheinlich kommt jetzt irgendetwas wieder so, ja, wir haben in Lausanne und Genf einen. Weil dort ist immer irgendetwas los, Mann. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Dort können sie einen, aber sonst, ich kann mich an keinen so Park erinnern. Also, es gibt ja noch einen grossen, wo ich nicht viel war, ein paar Mal, aber ich habe immer ganz schlechte Erlebnisse gehabt dort. Alpamare. Ja, ich bin, das erste Mal, als ich war, habe ich eine Ohrenentzündung geholt. Aber das ist auch, nice. Bro, das ist eben, ich habe es dort geholt und seitdem nie mehr, aber dort bin ich auch so 16, 17, 18 Mal. Du bist mit 16 das erste Mal in Alpamare gegangen? Nein, erstmal nicht. Aber das letzte Mal. Aha. So, weißt du, Eben, okay. So, die haben vor dem Sterben gesagt, so, hey Mann, wieso tut mein Ohr so weh vor dem Sterben? Dann bin ich gegangen und dann sind so, ja, Ohren entzündet, nachher hat sie ausgewaschen. Ich so, in dem Fall nicht mehr. Und nachher ist Steve Mercer gekommen, so, in dem Fall erst recht nicht mehr. Aber, ich weiß nicht, was hat er so gestört am Alpamare? Mich hat nichts gestört. Bro, ich bin als Kind gesehen, 10 von 10 gewesen. Du gehst, ja. Ich habe einfach nur eine Angst, so seit und je, so dass ich nicht weiss, so, wenn es so dunkel wird, so in einer Röhre, weißt du? Ah, ja. Und ich nicht checken, was passiert. Ich bin einfach bewegen. Kein Plan, was passiert. Das habe ich nicht gern. Aber sonst, ich habe es eigentlich gut und lustig in Erinnerung. Du nicht? Ich habe ein Problem mit dem Geruch im Alpamare. Ja, wegen Chlor und so. Wegen Chlor. Mhm. Dann, ich bin ja nicht immer der sportliche Adonis gewesen, den ihr jetzt vorher gesehen habt. Mhm. Also, ich habe als Kind auch nicht unbedingt gern viel laufen. Mhm. Und Alpamare hat massiv viel Treppen, Bro. Das könnte schon sein, ja. Das hat mich immer angeschissen, so nass. Mhm. Nass Treppenlaufen ist etwas vom Erniedrigsten, Das könnte schon was es sein. gibt. Nicht? Ja, das könnte schon sein. Keine Ahnung. Als Kind, Bro, ich habe es eh nicht im Kopf, weil ich habe das Gefühl, als Kind bist du ja eh so, wenn du etwas machst, was dich freut, du bist gehypt. Du rennst, du gummst, du freust dich. Ja. Wenn es kalt ist, wollen wir nicht Kuratz. Was lustig war, ist, wenn du gerutscht bist Mhm. und nachher bist du auf einmal draussen. Es gibt so Röhren, wo du nachher Ja, draussen ja. bist, so Twister-mäßig. Ja, ja. Da hat es einfach geschneit. Oder der draussen, wo so dich so im Kreis dingseln Der lässt. Twister. Ja, der ist lustig. Der ist lustig, sehr. Der ist ganz Aber gut. sonst, ich meine, denk schon mal, wenn wir bald Kind haben oder falls wir Kinder haben, was auch immer, müssen wir nachher auch mit ihnen so in den Wasserpark und so gehen. Easy, ja, entspannt. Und Ich will wahrscheinlich mehr Freude als er. Ich weiß nicht, wie Oder chillig sie. das ist, Wieso? in den Wasserpark gehen mit Kindern, Bro. Ja, willst du mit Steve Mercer schicken, oder was? Ja, nein, aber Bro, ganz ehrlich. Ja. Also, Ja, du musst, Bruder, das ist Pflicht. So, wenn das Kind kommt und sagt, ich habe Freude, ich will dort hingehen, oder ich muss zum Geburtstag spätestens dann, kann ich nicht sagen, schon ein bisschen ich dort reingehen, geh selber. also, wie das Ding ist, Alpamare hat ja zum Beispiel so einen grossen Teil, wo halt, also ich kann mich an Freunde erinnern, wo viele Kinder sind. Mhm. Und dann hat es einen Teil, wo so ein bisschen auf Kische romantisch mit so Salzwasser und Ich glaube, ja, da ja. hat sie ja. auch noch. Ja, ja. Damit wahrscheinlich auch, also damit, Alle ich angesprochen nehme werden. mal an, das ist der Hauptgrund, ist eigentlich, dass die Eltern, die mit ihren Kindern gehen, ihre Kinder können schicken und nachher, Das könnte ich zum Beispiel nicht. ja. Bei so einem Wasserpark Augen von meinen Kindern lassen.
Aber die ganze Zeit deine Kinder laufen nach der einzigen Nein, aber Erwachsenen Bro, sind. nein, ich chill dort. Und du deinen Kindern sagen jetzt, ey, das ist ja Steve Mercer. Dann sag ich, du kannst heute das. Ja. Nein, Bro, du musst. Es sind deine Kinder. Und es ist ja etwas anderes, wenn du, man erkennt ja so elterliche Beziehung zum Kind. So, du siehst, weißt du, Vater, Mutter. Ja, eine, aber die anderen 30 Kinder, die neben dir hängen nachher. Was hängen die neben mir? Ja, weil das ist ja nicht so, dass es ein 3 Kilometer breite... Aha, so, nein, ich hänge so draus, Bro. Ich habe einfach ein Auge auf ihn. So. Aber das Problem ist, du hast ein Auge auf ihn für 10 Minuten. Nachher tut er oder sie rutschen, 3 Stück runter. Und nachher muss er wieder mit nassen Unterhose und nassen Badhose auflaufen, Treppe. Ja. Also du siehst ihn 10 Minuten und nachher 20 Minuten lang nicht. Ja. Verstehst du mein Konzept nicht? Ich verstehe schon. Aber du tust so also ich Also, glaube, wie hast du denn ein Auge auf ihn, wenn du ich glaube, Teil von der Erziehung ist halt auch, dass du nicht 24/7 so auch kannst auf ihn haben. So, Eben, darum kannst du ja auch gut einfach in das Salzwasser gehen, während... Ich könnte das nicht. So, wenn ich weiss, so, sagen wir, ich bin 3 Stunden dort, mein 9-jähriges Kind schwimmt da rum. Nach 3 Stunden ich komme raus mit meiner Frau. Und nachher bin ich erstmal panisch 1 Stunde mein Bastard von Kind suchen. Ja. Und ich suche ihn sehr lang und schlussendlich er ist im Kiosk und hat sich Pommes geholt, ich habe Pommes essen, weißt du, und ich habe Panik geschoben. Ja. Es geht mehr darum, dass ich das Gefühl von Dings habe, weißt du, wie so quasi Kontrolle, wieso ich sehe mein Kind, wenn ich plötzlich kann jetzt eingreifen. Und in diesen 3 Stunden, ich weiß nicht, wie es ist, weißt du, im Fall sagt auch immer, wenn du mal älter wirst, also wenn du mal Vater wirst, du siehst, Bro, ich glaube, ich könnte schon, weißt du, mit meiner Frau, Zweisamkeit und so, aber nach so 15 Minuten, ich war so, hey, Gott, bin ich Kind gut. So ist alles okay. Aber es gibt wahrscheinlich auch romantischere Orte aus der Welt. So. Ja, ganz klar, ja. Ich will lieber zum Beispiel Möwenpick-Tankstelle ein Quickie haben, anstatt... irgendetwas. Oder ich würde kein, Bro, vielleicht irgendwann mal irgendjemand erreicht es, du, irgendwelche Leute, Bro, und dann pullt einmal sagen, Bro, ich deponiere schon meine Kinder 3 Stunden bei dir. Und ich gehe an einen Ort mit meiner Frau, wo denkt, ist zum romantisch sein, aber... Ja. Und dann sage ich komme 3 Stunden bei dir. So. Dann komme ich nach 3 Stunden, Bro, und dann... Das ist wild. Dann komme ich nach 3 Stunden und nachher... Nein, ist nicht von mir. Komme ich nach 3 Stunden, dann hole ich mein Kind ab. Und nachher sage ich, wie war es, ich liebe dies und das. Und nachher entweder er hat so Time Office Live kann, sagt, wieso, ich bin mir gerne mit ihm. Oder... Eltern sagen zu ihm ab, so, ja, weißt du, ich nicht verstanden und so, dies und das. Nachher sage ich, hast du ihm einige? Wäre das gut, ne? Hast du schon Gedanken gemacht über, wie du dein Kind erziehst? Streng religiös mit Kopftuch, nein, ich weiß nicht. Crazy. Ich versuche einfach, mein Kind so erziehen, wie ich erzogen worden bin, aber mit den 3-4 Schrauben lockerer, weil ich es mir kann erlauben, lockerer sein als im Gegensatz Also zu den nicht so Eltern. streng quasi. Ja, schon streng, aber bei Sachen, die zum Beispiel nicht nötig streng sind, wie zum Beispiel, wenn er kommt und sagt, keine so mit 18 wird erstmal ausgehen oder mit 16, sage ich nicht, du bist am 11 für die Heime. Ja, ich weiß, das hat dich sehr verletzt. Gell? Ich will nicht Spaß. Hock doch mal mit den Eltern an den Tisch und red mal mit Ich ihnen. kann reden, das ist schon voll okay, ich verstehe sie auch, ich respektiere sie auch. Nein, es also ist sag logisch, mal, sie kennen es nicht wo anders. dich belastet. Sie kennen es nicht, weißt du, anders. Sie kennen den mal Ausgang, Bro. Was kennen unsere Eltern? Schaffen bis, also primar gehen. Wenn du Eltern hast, die woke sind, für deine Verhältnisse, gehst du noch studieren. Und wenn du keine Eltern hast, die woke sind, dann schaffst du. Ja. Dann bist du daheim, schaust auf Kinder, Bro. Ausgang ist dünn gewesen, Bro. Hochzeit. Ausgang ist dünn gewesen, ja, wirklich. Du gehst Hochzeit, schaust 3 Sekunden einen an und dann hoffst du, dass nach 3 Sekunden Ehrenmord, schaust du lieber nicht. Und wenn nach 3 Sekunden gehst du heim, dann hoffst du, dass die nächsten paar Wochen der, der angeschaut hast, seine Eltern kommen und sagen, hey, dein Sohn, deine Tochter hat, mein Sohn hat Interesse an deiner Tochter, filmen wir sie mal so. Wild. Deswegen ist es voll okay, weißt du, so, ich nehme sie nicht böse. Aber jetzt mal angenommen, du bist älterabig mit deinem Kind und dein Kind ist 9. Und dein Kind ist mit einem anderen Kind am Stress machen. Ja. So, die fighten gegeneinander. Ja, irgendetwas. Irgendetwas passiert, Kinder halt. Ja. Nachher kommt dem sein Vater zu dir und sagt, ey, dein Sohn hat meinen Sohn geschlagen. Und fängt dich an ein bisschen so, sagt er so, tu mal dein Kind in den Griff bekommen. Und dann schuft er dich und so. Und er wird offiziell, offensichtlich, er wird Schläger, Bruder. Ja, und dann ist die Frage, wirst du Schläger oder Würdest du ihm beide Druck oder nicht? 100%. Ohne Scheiß. So ein Vorbild bist du für deine Kinder. Hä? So ein Vorbild bist du für deine Kinder.
Und 100%. Das ist crazy. 100%. Es geht darum, dass, wer ohne Schufe passiert, hätte ich wie so gesagt, hey, look, so, angenommen, ich bin Vater, also angenommen, mein Sohn kommt zu mir und sagt, wie so, er hat mich geschlagen, also, weißt du, du so richtig ausfallen, er hat mich geschlagen, er hat mich vom Boden gekickt, weißt du, so voll schlimm. So, und er brüllt, ist schwierig, zum sachlich bleiben, weißt du, so, du siehst den Bastard und du siehst seinen Vater. Und du weißt, du kannst ihn nicht schlagen und ihm etwas sagen, also das heißt am Erwachsenen. Und dann? Und dann ist es schwierig, wenn er wird so emotional werden, voll hässig, schreien, was haben wir. Ich kann sagen, so, look, Bro, es tut mir leid, falls mein Kind deinem Kind etwas gemacht hat und so. Ich rede sicher mit ihm, er kennt es nicht. Wenn ich weiß, er ist schuldig, weißt du, wenn... Das ist halt auch noch die Frage, weißt du, wenn weißt, wenn schuldig ist, wenn nicht. Aber wenn mein Kind unschuldig ist und andere macht einfach so, keine Ahnung, so toxische Sachen, so Gaslight und so. Ein 9-Jähriger. Bro, ich hol den Valentin Landmann. Ich verklag alles von ihm. Aber, ich verklag sogar seine dritte Säule, Pensionskasse aber vor Bro, seinem die Kind. sind auf dem Pausenhof. Was mache ich auf dem Pausenhof? Es ist Besuchstag, sag mal Besuchstag. Okay, ganz wilder Besuchstag auf dem Pausenhof. Einfach okay. ganz Tag sind wir nicht unterwegs. Ja, was willst denn du machen? Ich frage dich, Bro. Ja, was willst du machen? Aber ich hatte... Ja, du hast ja ein Gespür jetzt von mir. Nein, aber ich meine, sag mal, er schuft dich nicht, aber er sagt dir so zwischen den Zähnen, Ja. ey, du war eine Missgeburt. Du musst nicht meinen, jetzt, weil du da in der Schule bist, ich druck dich nicht. So sagt er dir. Ja. Dein Sohn ist in Hörweite. Ist er jemand, der breiter und stärker ist als ich? Ist das relevant? Es kommt drauf an, ja? Sag mir, er ist ein Schluch. Sag mir, er ist 20 cm kleiner als du So, Hals. und dünn. So, nachher so mit den Füßen. Ja. Sag ich, ey, los zu. Wir sind auf dem Pausenhof, wir beide kennen die Regeln von dem Areal. Verlassen wir das Areal und reden dort. Aber du würdest nicht... Okay, spannend. Die Frage ist, ob ich dort etwas Also machen. ob du würdest ihm eine drucken dort? Ja, aber nicht dort. Okay. Weil nachher, wenn ich im Recht wäre und das dort würde machen, die ganze Schule würde sagen, ja, weißt du, der Vater, wenn er emotional wird, schwierig. Und was Nachher gehst du Elterngespräch auf immer 3 Sekunden dort. Obwohl nie das Problem ist. was ist, wenn er dir zuerst eine druckt? Er druckt dir eine und sagt, komm. Und gibt dir eine Bombe. Ich ziehe eine Waffe, Bro. Ja. Bleib ernst, ich versuche Ja, ein erstes Gespräch mit dir zu führen. Ich ziehe eine Was Waffe. für Waffe, Bruder? Lass mich doch ausreden. Ich ziehe eine Waffe, Bro. Er hat meine geschmiert. Ja. Ich ziehe eine Waffe, Bro, und schieße auf 2 von meinen Füßen. Und schieße auf ihn, dass er irgendwie, weißt du, sorry. Ja. Dann wird so. Ich so, Aber jetzt ernst, Bro. Ja. Er druckt dir eine. Er schupft dich, er sagt dir... Und so sagst du... Ja, Bro, was denkst du? Ja, sag. Ja, also ganz ehrlich, Bro. Ja. Was willst du hinaus? Ich check's nicht. Ich wollte nur wissen, wie du wirst reagieren. Ja. Vor deinem Kind. Was ist... Ich würde ihn zurück einigen. Okay. Krass. Wichtige Lektion. Ja. Ich habe für mein Kind. Mhm. Du musst nicht alles gefallen lassen. Okay. Spannend. Aber es gibt Momente, wo du musst der Stärkere sein. Und das ist der Moment, wo ich so sage, komm aus dem Areal zum Beispiel. Ich kann mich beherrschen, kein Problem. So. Aber du wirst trotzdem mit ihm fighten. Du wirst ihm nicht sagen, zum Beispiel, hey, ich spüre gerade, dass du... Nein, was für Spüren, Bro. Was für Spüren. Der spürt das anderes, ja, aber... Soll ich ihm sagen, hey, ich kann verstehen, dass du wütig bist. Eben, wenn mein Sohn den Fehler gemacht hat, dann brauche ich ihm recht. Aber was soll ich machen? Ja nicht. Wenn mein Sohn so eine Frechheit hat und so weiter und unnötig Stress gemacht hat, er hat gestern einen Actionfilm geschaut, irgendwie, hat Jet Li geschaut und ich habe ihm noch so als Spaß so 2-3 Moves beigebracht und so und dann geht er in der Schule und testet bei einem. Der Bro, ich sage ihm, Bro, look, mach dir keine Sorgen, wenn du willst, schickt er wieder, wie ich ihn flattere. Okay. Ja. Nein, also es kommt darauf an, wenn mein Sohn schuldig ist, Bro, dann logisch, ich würde sagen, es tut mir leid. Spannend. Er kennt das nicht so, weil umgekehrt, wenn ich ein Vater bin und ich sehe, weißt du, mein Sohn irgendwie verletzt und der hat es gemacht und so, und ich stoße dann auf einen unverständnisvollen Vater, ja, Bro, dann wird nicht hässlich. Ja. Das kann ich verstehen. Wird nicht, dann wenn er dann kommt und der ist absolut im Recht, sage ich, hey, Bro, du hast recht, es tut mir leid. Was ich einfach sagen ist, hat er nicht von die Heime. Ja, nee, er ist nicht so Leute so. Hast du jetzt nicht gesagt, du wirst sogar ihm flattern Geld Video schicken und so, also hat er sich schon von daheim. Ich würde ihm zeigen, dass ich ihn die Heime bestrafe, ja. Was würdest denn du machen? Ich würde einen Sitzkreis machen. Ich will sie alle auf Lautsprecher, so jetzt reden wir alle. Jetzt reden wir alle. Nein, aber ich finde es eine interessante Frage, weil ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der gegen Gewalt ist. Es gibt nur eben eine Handvoll Leute, die Flatter verdient haben, finde ich.
Und die Leute wissen es auch alte Folgen hören und weiss auch, wer ich meine. Aber ich weiß nicht, also das Ding ist, Bro, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja so ein paar dramatische Geschichten von meiner Kindheit. Sehr gut. Du hast einfach Flucht zweimal erlebt, Bro. Aber ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber ich habe in meiner Kindheit, im Kinski, regelmäßig andere Kinder geschlagen. Krass. Regelmäßig. Krass. Ich nicht. Ich habe einfach nur gesehen, wie bis heute ich bin traumatisiert von dem Fall, man. Ich habe es glaube schon mal in einem Podcast erzählt, vielleicht Folge 40, 70, ging so etwas. Auf jeden Fall. Das ist einfach mal Klassenlehrerin von der Kinski. Ja. Auch einer von meiner Klasse, wie sie einfach ein Kind ist und hyperaktiv ist und einfach Mühe hat zum ruhig bleiben, was ja voll normal ist, du bist ein Kind. Die andere ist überfordert. Und geslammt hat, ja. Nein, Bro, also ich weiß nicht was genau, aber was in den Kopf hat, ist, sie hat einfach ihre Haare gepackt, Bro. Oh, das ist wild. Und hat sie bis ins Lehrerzimmer gezogen, Bro, zum den Eltern zu sagen, du kannst jetzt das Kind holen. Also es gibt wirklich wenig, wo LehrerInnen machen oder nicht machen dürfen. Ganz wenig. Und das ist in so einem, das ist wirklich krass, ich habe gar nicht gewusst, dass das Schule existiert. So in Oberi, Bro, gibt so, ich weiß nicht, wie in Deutschland wahrscheinlich jenste Primar und und vielleicht 1 oder 2 Oberstufen. Aber Kinski, Bro, überall, ich check nicht. Ja, das ist schon so. Und ein Kinski ist so in Oberi, so ganz oben im Dorf, zwischen den 3-4 Hochhäusern, Bro, du so. Ja. Ich kann nicht checken, was das ist. Auf dem Live so, jetzt du musst ein Kind. Viele haben eben auch, dort wo sie arbeiten, in Kinski. Ja, voll. Da bringen sie die Kinder an. Egal. Bei uns nicht. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal eine Schlägerei hatte, Bro. Darum, nicht, ich hätte Wut einen Input geben. Nein, darum glaube ich, wäre das, also, aber ich weiß auch nicht, also, ich glaube, irgendwo durch ist in uns drin trotzdem noch der, wenn einer kommt und er schuft dich. Vor allen und so, und will Stress. Irgendwo durch ist ihm vielleicht schon eine, Bro. Das kommt drauf an, ich weiß nicht. Also jetzt hast du die Meinung in 10 Sekunden geachtet. Es kommt voll drauf an, wer. Wenn ein Junkie kommt und mich schuft, was soll ich einen Junkie schlagen? Ja, nein, aber eben, also einer, der Schicksalsschlag erlebt hat, tut mir leid. Aber egal, auf jeden Fall, genau, ich gesagt, es sind 2 Sachen passiert die Woche, die ich interessant finde. Eins ist das mit der Chronik. Erstens willkommen mit neuer Folge. Ja. Ein zweites, was mich interessieren würde, ist, hast du mitbekommen, was der Friedrich Merz rausgelassen hat? Das ist der Bundeskanzler von Deutschland. Die sind geguckt. Ich weiß nicht, wie das hat passieren. Wolltest du erzählen? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass er ein S ist, aber also dass er ein Peach ist. So unbrauchbar. Da kannst unbrauchbar. Das ist so. Ja, ne, weit entfernt von dem, was man in Deutschland so an Führungspositionen hat, an Kompetenz und so. Ja, das ist wirklich ein unfähiger Typ. Aber was hat er genau gesagt, Bro? Erzähl mir. Also, Friedrich Merz hat, glaube ich, eine Rede gehalten, wo er, vielleicht ist es ein bisschen Halbwissen, ich weiß nur den Kontext nicht genau, ich weiß nur, was er gesagt hat. Erzähl, ja. Aber er hat eine Rede gehalten, wo sie darüber geredet haben, oder wo er erzählt hat, dass erfolgreich die Migration zurückgegangen ist in den letzten paar Jahren, dank ihm, sowie dass jetzt sogar der Versuch von Rückkopplung von bereits gemachter Migration wieder auf gutem Weg ist für ihn. Okay. Also er hat gesagt, ich kann nur kurz schauen, weißt, falls ich es einfach finde, dass ich die Wörter wieder gebe, aber 7000 Artikel schon. Ja. Also das heißt, er hat gesagt, zum einen sind weniger Leute auf Deutschland geflüchtet. Also nein, das nicht, aber wir haben weniger Leute aufgenommen. Ja. Und zum anderen, also weniger Migration, oder? Und zum anderen bereits migrierte Menschen haben wir erfolgreich können zurückführen. Also ausschaffen, Bro. Ja. Oder halt Migrationsanträge ablehnen. Was immer. Gut. Und dann hat er irgendetwas gesagt, bla bla. Und er sagt irgendetwas zwischen den Zeilen, aber seine Aussage war, die Menschen, die jetzt da sind, die stören das Stadtbild. Und das hat jetzt Welle auf Social Media ausgeschlagen. Schön. Wo ganz viele Freunde der Sonne, Söhne und Töchter der Sonne, wo halt aussehen, wie sie aussehen, aussehen wie du und ich, TikToks aufladen und Videos aufladen und sagen, on my way, zum das Stadtbild ficken.
und das Stadtbild stören, Ja, oder? ja. Und es ist einfach krass, wie ein Kanzler, wie ein gewählter Vertreter des Volkes, wie ein ein Stadtführer einfach sagt, die Menschen da, die stören das Stadtbild. Weil ihr passt nicht in das Bild, wo wir als Deutschland sehen. Ja, dann fickt die Mutter. Also, Crazy. Ne? Also, das ist ja etwas, wo leider seit einem halben Jahr immer normaler wird. Leute haben, also ich bin dafür, dass wir einfach jetzt keine Ahnung. Schnell, ich tu mal die Zeit merken, falls das rausschneiden. Ja, besser ist. Ich bin dafür das. Also, schau, ich sag dir ganz ehrlich, es ist auch wieder Zeit, dass zu freche Leute einfach kassieren. Mhm. Leute fühlen sich zu wohl zum frech sein. Oder? Es ist unglaublich. Es ist ein Wandel am passieren in der Welt. Ja, die Leute hoffen sich, es gibt einen Wandel. Aber das Einzige, was passieren wird, ich kann nur ein bisschen mehr reden, mehr nicht. Es wird nicht mehr passieren. Vertrau Aber, mir. Bro, können wir schon darüber reden, dass das das gleiche Vokabular ist, wo Nazis Ja, 39, 38 und ein paar Jahre darauf die, sind, benutzt haben, Bruder. die Leute auf der Welt momentan, die sind krank am Krampfen, dass ihre Hoffnung und ihre Wunsch, die sie haben, dass der Faschismus wieder zurückkommt. Die sind krank am Krampfen, Bro. Und das Krasse ist, leider machen sie es nicht mal schlecht, Mann. Weil mega viele Junge gehen einfach drin. Vor allem Junge. Früher hast du dir keine Sorgen gemacht, weil früher war es so, als ich und du 12, 30 sind, ist also der Rechte, der dich nicht so gerne nicht kann schmücken, ist einfach alt und weiss. Das war auch 40 plus. Ja. Das stimmt. Jetzt, Bro? Ja, das stimmt. Aufs Mal kommt einfach ein Bruder, Bro, wo sein Vater den gleichen Weg gegangen ist wie mein Vater, oder hat müssen gehen, den gleichen Weg wie mein Vater. Albaner, Türk, Kurd, Italiener. Nein, ihr nicht. Nein, ihr bleibt dort, wo ihr seid. Ja. Ihr seid Schweizer, Bro. Ihr seid, bleibt dort. Tamam. Serben, all die, Bro, wo einen Leidensweg gegangen sind und die einfach so, ey, krank, man, mein Vater hat 40 Jahre gearbeitet, ist vielleicht sogar krank geworden, ist so auseinandergenommen worden und hat es irgendwie doch mit Ach und Krach auf Kosten von Gesundheit und auf Kosten von vielem anderen, Bro, was nicht nötig gewesen wäre, hat er geschafft, dass wir irgendwie Fuß haben können fassen in der Schweiz. Dass ich jetzt arbeiten kann, dass ich da studieren kann, dass ich da etwas Besseres machen und bessere Möglichkeiten habe wie mein Vater. Weißt du was? Ich gönne anderen nicht. Ich glaube, aber jetzt Leute, die kommen, ich will nicht. Und Ja. plus, eigentlich haben die schon nicht ganz unrecht. Weil eigentlich alle Ausländer sind, also schon die meisten sind schon kriminell, sind schon problematisch. Bro, wo gehen wir? Ja. Deswegen, ich sage, Bro, Leute fühlen sich zu wohl. Leute fühlen sich maximal zu wohl. Es ist krass, was mittlerweile heute so, sagen wir, salonfähig geworden ist. So. Das Vokabular im Vergleich vor einem Jahr, 2. Aber das sind ja verschiedene Umstände, die du beschreibst. Das eine ist ja das Onkel Tom-Phänomen, dass jetzt eben Menschen, die davon profitiert haben, dass das Asylsystem einfacher war vor ein paar Jahren und jetzt anderen wollen das nicht gönnen. So ein Suarez-Move. Ja, weil Suarez bist ja andere Fußballer. Ja, er bist so Verteidiger. Ja, wegen er will es ihnen nicht gönnen und so. Wegen er Beef mit ihnen und so. Und er ist eine. Bosch, Tam Haiwan, er ist kein guter Beispiel, Bro. Aber du weißt, was ich meine. Ja, Für mich ist es ähnlich so. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist das eine, dass sie sich nicht lernt. Aber das andere ist, dass einfach ein Staatsoberhaupt in Deutschland, Bruder. Also wir reden von Deutschland. Es ist nicht Belarus, Bro. Ja, ja. Was Staat ist. Nein, Mann. Steht dort und sagt einfach dort, ey, eben so, die passen da nicht in unser Stadtbild. Ja. Und ich meine, stell dir mal vor, Bro, das ist der gewählte Vertreter des Volkes, Bro, und dort sind ja Menschen, Bro, vor allem, ich weiß nicht, ob das Wort stimmt, aber im Reichstag heißt da der Bund, Fick Deutschland, keine Ahnung. einfach dort, Ich weiß wirklich nicht. Ich kann... wo all die Politikerinnen sind, dort unter sind ja auch kurdisch-türkische Politikerinnen, arabische Politikerinnen, also alles. Ja. Und die schauen einfach ihren Kanzler an und der sagt, ja, die
Er hat nichts anderes gesagt, als die Kanaken sollen wieder zurück, wo sie herkommen, Ja. weil das passt nicht. Das ist nicht unser Deutschland. Ja. Also stell dir mal Bro, so der das vor. Friedrich Merz ist ein Peach per se. Ein Peach. Es gibt so ein Video, wo mega umgegangen ist, so vor 1, 2, 3, 4 Monaten. Vielleicht geht es immer wieder jetzt ein bisschen um. Und zwar ist so eine Spendengala. Also ist so ein deutscher Fernsehen. Und zwar so Stars und Politiker kommen dorthin und sind so. Es gibt so eine Show und die sind auch Teil von der Show und schlussendlich können sie nachher auch am Telefon arbeiten. Weißt du, Leute können privat anrufen und sagen, ich spende. Nachher nimmt einfach zum Beispiel kein. Ich habe jetzt irgendetwas. Roger Federer nimmt das Telefon ab und sagt, ey, danke für deine 10 Franken. Der einzige nicht deutsche Star. Ich sage jetzt, weißt du, im Vergleich zur Schweiz jetzt. Und auf jeden Fall ist das ein geiles Format. Weißt du, so Stars kommen, Politiker versuchen Spenden zu sammeln, versuchen die Kraft zusammenzutun. So. Und dann Teil vom Programm ist auch, dass halt der Moderator zu den Leuten geht und sagt, hey, look, so zum Beispiel keine Roger, wie viel würdest du spenden von dir aus? Wie viel würdest du spenden von du von dir aus? Wie viel würdest du spenden von dir aus? Und fragt die Leute, weißt du? Und das ist immer so ein Moment, wo du eigentlich nicht viel kannst falsch machen. Weil grundsätzlich, wenn Du jemand nur eine kommt, Zahl droppen. ja, er kommt und sagt, ey, wie viel spenden, sagst du, ein 10. Mhm. Okay, ist gut, geiles Sieg. Jeder so 15. Also 15.000. Ja, 15.000, 100.000, 200.000, 20.000, 5.000, Tamam. so. Jetzt kommt der Friedrich Merz. Das ist seine Antwort. Was schenken denn Sie oder was spenden Sie? Ich spende für jeden Prozentpunkt, wo... Welche Partei ist er? CDU. CDU bei der nächsten Abstimmung gewinnt 200, wohlgemerkt, Euro. Und nachher der andere so... Ja, dann mach jetzt mal die Tasche locker, weißt du, so, was läuft. So, weil der Merz ist rich. Stimmt, das hat er ja gemacht. Er ist rich. Er ist nicht irgendwie so... Was ein Bro, ich bin gerade neu in der Politik, muss ein bisschen schauen und so, dies und das. Er ist rich. Er hat Cash. Ja, weil Bro... Du siehst doch, ein Kapitalist regiert unser Land. Man sieht es, ganz einfach. So, ein Kapitalist. Aber das ist ja... Schon gut. Nicht, dass etwas abgelaufen ist, weißt du. Und... Bro, mit Pascha passiert nachher 3-4 Tage. Auf jeden Fall, das ist eine Entwicklung, wo es gibt auch jene geile YouTube-Videos im Fall. Also könnt ihr auch geben, da mal so kein Faschismus und so weiter. Oder einfach von mir aus, was auch immer. Abonnieren Faschismus. Nein, du kannst auch einfach auf YouTube eingeben, so Sprache der Welt, weißt du, wie sich verändert hat und so. Und du siehst einfach, wie all die Leute alles am Machen sind, damit es okay ist, dass du über Remigration redest. Ja, das ist dass es nicht mehr so Aib und das macht man nicht. Und dass es unanständig ist und dass es nicht korrekt ist. Und all die Sachen. Es wird immer mehr und mehr salonfähiger. Und das Schlimme ist, ein grosser Teil dazu beitragen, sind auch unsere Leute. Ja. Und ihr, eines Tages, ich frage mich, hey Bro, letztes Jahr, das passiert so viele schlimme Sachen. Ich frage mich, wieso kannst du einfach erleben, was du willst und das Leben ist fertig und irgendwie ist es einfach fertig. So, du hast einfach gemacht, was du willst. Bro. Deswegen ich sage, eines Tages, früher oder später, in diesem Leben oder nach dem Leben, ich wünsche es mir, ich hoffe es mir, ich bete, dass jeder das bekommt, was er verdient. Und eines Tages, ich werde in den Spiegel schauen und sagen, fuck, ich hätte nicht sollen gegen meine eigenen Leute schiessen, ich will schauen, wo ich jetzt bin. Ich habe mich selber gefickt, weil ich bin auch gefickt worden, ich bin kein Stück besser, weil die anderen haben mich, ja egal. Aber das ist ein psychologisches und gesellschaftliches Phänomen, dass Menschen, die unten sind und Probleme haben zum Aufkommen, wie zum Beispiel eben einen Platz in der Gesellschaft bekommen, eben als vorher, ich weiß nicht, in den 80er Jahren. Nicht geachtet worden und jetzt Genau, bist in den 80er Jahren haben die Italiener viel Scheiß müssen durchmachen. So. ja, Portugies auch und so, ja. Genau, und sind ja eben jahrelang diskriminiert worden, haben Scheiß durchgemacht. Und es ist ja schon krass, dass dann viele Menschen, die das erlebt haben, mittlerweile sehr rechte Ideologie haben. Und das ist wirklich ein gesellschaftliches, urinteressantes Ding, dass Menschen, die halt so Scheiß durchmachen, nachher sagen, ja, ich kann das auch durchmachen. Die Neuen haben es jetzt zu easy. Ja. Verstehst du? Und Ja, aber dann und das nicht gönnen. Dann frage ich mich zum Beispiel, eben so, meistens sind es ja Kinder. Also 30, 25, 40 und so von der ersten Generation, wo Ja, aber Bro, das Ding ist, zum Beispiel, wenn wir jetzt über ItalienerInnen reden, Italien ist jetzt auch nicht bekannt dafür, das linkste Land zu sein Nein. auf der Welt. Also ich meine, Überhaupt nicht, aber rechte Ideologie ist nicht etwas, was in der Schweiz entstanden ist. das nicht. Zum Beispiel, habe ich vorher gerade sagen, ich so, look, ganz ehrlich, was mich am meisten aufregt ist,
wenn du quasi so bei der Heimat von deinen Eltern, bei deinen Wurzeln so sagst, nein, voll so recht, so nein, will ich nicht, ich hasse die unsere Heimat kaputt machen, dies und das. Sie klauen unsere Jobs. Aber in der Schweiz, Bro, seit einmal ein Schweizer die Nachname muss für sie falsch, weil es einfach noch nie gehört hat. Racist, dies und das in der Schweiz, ich will die ganze Zeit auf dich. Aber wenn du nachher so dort rechts und da rechts, wenigstens du bleibst ja treu, aber du bist trotzdem ein Peach. Ja, auf jeden Fall zum Abschluss von dem ganzen Thema wollte ich noch sagen, Bist du Kurdistan? nein, aber ich meine, eben, die Videos finde ich lustig, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr traurig, was die Menschen in Deutschland, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo so Sachen wie in Hanau einfach halt passieren. Ja. Und das Land ist einfach crazy, Bro. Ist einfach wirklich crazy, was abläuft. Und um das in die Schweiz zu bringen, grundsätzlich, ich bin ein Mensch, der sehr links ist. Vielleicht linker als ganz viele andere Menschen. Okay. Aber Nelson Mandela. ich habe ein absolutes Problem mit Expats. Expats sind die, wo... Die guten Asylanten, Bro. Die von London, Deutschland, Nahost, was auch immer, die da nachher mit kommen. Anzug und so arbeiten. Und da kommen und einfach für einen Job da kommen. Fickt eure Mütter. Fickt eure Mütter, Bro. Ich schwöre was. Es gibt einen Reddit, ich hasse euch alle, Mann. Ja. Ich hasse euch alle. Ja. Es gibt so einen Channel auf Reddit, Bro, Ja. wo Zürich heißt. Ja. Nur Englisch. Nur Englisch weiß, und ja. voll Expats. Experts und Where can fett- I find friends? Where can I find und voll easy racist, man. Bro, ich sag dir ganz Easy ehrlich, racist, ich sag dir man. ganz ehrlich, Expats sind ohne Scheiß etwas vom Schlimmsten, was passieren kann für die Schweiz. Wieso macht SVP Bro, nichts gegen dir? Es muss eben ehrlich gesagt sagen, SVP ist sehr fest gegen Expats. Ja? Geile Sache, man. Aber, Zum ersten Mal, ich verstehe euch. aber Zum ersten Mal, ich verstehe low-key, euch. Bro, low-key. Okay. Ich wollte damit eher sagen, Bro, das Ding ist, du hasst Menschen, die in das Land kommen, nicht aus opportunistischen Gründen, sondern wie sie leben wollen. Verstehst Mhm. du? Familie muss jahrelang kämpfen, zum Asyl bekommen, Mhm. zum nachher nicht einmal dürfen entscheiden, in welchem Kanton sie leben. Also wenn sie 3 Jahre lang... Ja. Geschweige denn, Job mit dem ersten kann anfangen. Ja. Genau, und sie sind ja in der Zeit, wo du so einen VA hast, einen vorläufigen Aufenthaltsstatus, darfst du ja nicht arbeiten, nicht. Mhm. Außer du bist Ukrainer. Außer du bist Ukrainer. Also das heisst, die Menschen dürfen nicht arbeiten, sie müssen warten, sie können sich ein Leben aufbauen, sie müssen in ständiger Angst leben. Auf die zeigt man mit dem Finger und sagt, ihr seid das Gefühl von dieser Gesellschaft. Aber die Experts, die da kommen, Die gute Wohnungen, Wiese, ja. Wohnungen im Kreis 4 und sonst überall in Ja. Zürich wegen ihnen ins Unermessliche katapultiert werden. Bro, die gehen und kaufen sich 4,5, also, und zahlen 4'500 Stutz für eine Wohnung oder Europaallee. Sind unter der Woche dort. Bro, ich schwöre alles. Sie klauen unsere Jobs. Nein, aber wirklich, Bro, Ja. ich habe wirklich einen Hass. Also ich habe ja zum Beispiel dem Channel anfangen folgen wegen Zürich. auch, ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht einmal, weißt du, so gibt es interessante Ja. News, Ja, Infos ja, ja. und so, weißt du, Ja. keine Ahnung. Manchmal gibt es auch lustige Sachen dort, wirklich. Aber 20%, also ich sage jetzt, wenn du so den ganzen Channel nimmst, so 1/3 ist so, irgendwelche Experts machen Fotos von Sachen, die sie noch nie gesehen haben. Tram, what is this? Ja. Brooke, can someone explain this? Ja. Die sehen China vom Boden, what is this? Es gibt 2 Und nachher, und nachher, sorry, schnell, und die anderen 50% ist, wenn irgendetwas passiert in Zürich, einer sagt, so, hey, gerade ein Unfall passiert, hey, gerade da Krankheit, weiss nicht, ob du bist, geht unten dran. Those fucking FCZ chaotic Ja, guys, stimmt. oder, yeah, immigration, man, das, Ja, Bro, ja. das sind, Aber viele von denen, die auf diesen Subreddits schreiben, sind einfach auch Schweizer, die auf Englisch schreiben. Wie das ja, weil sie regelt. denken, jetzt kann ich meinen Rassismus rauslassen, weil die Leute Das denken, ist ich schon bin Expert. krass. Aber auf jeden Fall, ich hasse Experts. Ich kann es auch Expert. Wollte ich auch sagen. Und es gibt ein paar Firmen, die ganz schuldig daran sind, dass Experts in der Schweiz da sind. Und vielleicht brennen wir am nächsten 1. Mai. Niemand weiß. Gut, das wollte ich sagen. Okay. Okay. Dann habe ich einen allerletzten Punkt, wo ich gerne Mhm. würde erzählen. Erzähl, Bro, ist nicht Podcast. Beziehungsweise
Das ist crazy. Bro, erzähl. Bro, ich hau Themen rein. Ich kann etwas erzählen, Mann. Ah, sag, sorry. Ja, ich will darüber reden mit dir, Bro. Es ist das Weekend in den Bergen, Mann. Ah, das würde ich glaube ich in einem anderen Setting mit Kollegen, wo okay, dort nicht. okay. Ja, können wir auch, ja. Wo auch, ich meine, weißt du, wo auch dabei sind. An dem Weekend. Mhm. Als Gast holen. Ja, fix, ja. Der Gastgeber zum Beispiel. Ja, also. Sehr geil. Nein, ich will deine Meinung wissen zu etwas. Ja, erzähl. Mir ist erzählt worden, Leute zahlen, also weißt du, wie viele Leute zahlen, um den Mount Everest besteigen? Viel zu viel. Was denkst du? Weißt du, was Kannst du eben schon Sherpas mal- sind? Ja, ich habe letztens vor 1-2 Jahren Doku gesehen und ich glaube, so eine Besteigung ist nicht mal so günstig. Ich glaube, es ist ja dem. Also nein, warte, ich habe Doku geschaut über einen vom Wallis, der dort hingegangen ist, sich verliebt hat, mit ihm zurückgekommen ist und da geheiratet hat. Und sie hat erzählt, dass sie ihre Reise geplant hat, aber es ist jetzt schwierig. Wie sie jetzt wie so ein Reisebüro mit Flug und so und alles. Reden wir jetzt nur Besteigung oder Also nein, ich würde sagen, das ganze Erlebnis. das Ganze? also so mit ja. Flug und so. Ja. Du willst alles wissen. So. Mal, sag Okay, mal. rate. Also weißt du, was Sherpas sind, oder? 30. Ja, das sind die, wo deine Sachen nehmen, Deine Packesel, Bruder. deine Packen, Deine Packesel. die packen all deine Sachen Ja. und Und- tragen ohne Ausrüstung groß, oder? Ohne Raus für einen Dreckslohn tragen sie den Scheiß Ja. den Mount Everest auf Also es ist und geben auch noch Tour. gemessen an dem, was sie machen, was verdient, ist ein Dreckslohn, aber gemessen an dem, was das Land verdient, im Ja. Durchschnitt haben sie keinen schlechten Lohn. Ja, aber ich meine, Aber es ist trotzdem nichts im Gegensatz, was sie... vor allem im Vergleich zu dem, was es kostet. Ja, vor allem, Bro, sie riskieren eigentlich ihres Leben. Im Schnitt kostet eine Reise und Besteigung vom Mount Everest 50.000 Stutz. Ja, krass, man. 50.000 Stutz. Und es hat jetzt ein Phänomen gegeben, weil es gibt wenige Tage, Oh nein, bitte sag, dass Influencer einen Weg findet, um das es günstiger gibt zu machen. wenige Nein. Tage, Bruder, im Jahr, wo man kann den Mount Everest gut besteigen Mhm. Wie- wegen halt, wenn Wetter und was weiß ich. Und das große Problem an dem Ganzen sind, wie du es gesagt hast, dreckige Influencer. Es gibt ja immer, du siehst immer wieder so Fotos und so, letztes Jahr oft so Stau und so weiter. Das wollte ich dir sagen, Bruder. Ah, sorry. Leute gehen rauf, zahlen 50.000 Stutz, kommen an die Höhe, wo es lebensgefährlich wird, weil der Sauerstoff sehr wenig Ja, ist, zum nachher 1 bis 3 Stunden im Stau stehen. Bruder. weil es sind 30 Leute vor dir dran, die 3-4 Fotos machen und 1-2 Stories. Wo dann raufgehen, man macht ein Foto von ihnen, sie sind oben angekommen, sie machen ihr ein Selfie, sie machen ihr ein TikTok. Und Bruder, jetzt stell dir mal vor, du zahlst 50.000 Stutz zum Mount Everest besteigen und hast nachher Stau, Bro. Weißt du, was passiert mit den Menschen, die da oben sich verunfallen oder sonst irgendwie ein Unglück haben? Die sterben, meinst du? Ja, also Die Leichen bleiben. sie lassen sie dort, ja. Ja. Das ist krass, weil sehr viele, die dort und runtergehen, sagen, ja, weißt du, ich habe dort etwas gesehen, ich habe dort. Ja. Du willst Berge, Bro. Bro, und jetzt, wenn du das anschaust, Ja. die Menschen anschaust, Ja. die dort rauflaufen und Videos machen oder Bilder machen von sich und wo das die 50.000 Stutz zahlen, um dort oben anzukommen. Wenn du die Menschen anschaust, Bro, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Weiss. Weiss, Bruder! Bro, normal, Bro. Ich habe genau gewusst, weiss, Bro. Keiner von uns sagt 50.000 Schuss, weißt du wie viel für euch? Ja, nicht bist du das sind- behindert, Mit dem Bro. kannst du 3 Generationen ernähren, Bro. Das ist so crazy. Das ist wild, Das krass. ist so crazy. Ich habe im Fall letzte Woche habe ich mich mit dem Sandro getroffen. Da haben wir auch gerade zusammen ein Doku geschaut über den Matterhorn. Ja, über den Matterhorn. Und der Matterhorn, das ist krass, habe ich gar nicht gewusst, ist der tödlichste Berg in Europa. Weil so viele Leute jährlich sterben. Er nimmt dich aus. Du bist da oben, kurz vor dem Dings, auf und und so. So jetzt dein Handy und dein Sport, wenn du Zippi, wo ich wegrennen von Foto. Geh sofort, kehr und du schwand. Nein, weil, das ist auch der Doku, siehst auch live, wie das, also nicht wie beschreibt, aber ein gutes Beispiel, weil einfach Leute wie du und ich, Wahrscheinlich ein sportlicher. ja, aber was ich heute mehr sagen ist, Leute wie du und ich, wo eigentlich zero Bergsteigerfahrung haben, sich informieren, sagen, schau, da steht eigentlich, du kannst auch so, du musst nur ein Seil organisieren, schau, dass du Ausrüstung hast und dann kannst du schauen. Und Leute können da durch, Bro, ohne Weg, ohne wissen wie, wo, ohne Bergführer und eigentlich
mit einem Bergführer hast du Matterhorn, ich weiß nicht ab wo, aber der Typ hat gesagt, mit einem Bergführer hast du in 2,5 Stunden. Crazy. Ohne Bergführer kannst du 5-6 Stunden durch einen Weg. Das ist crazy. Und das Krasse ist, wo viele Leute verunfallen dort und machen Dings, weil sie einfach eben erstens keine Ahnung haben und zweitens, Bro, einfach ohne Bergführer. Zum Beispiel erzählt in dieser Doku eine, dass halt üblich ist, dass es dort einen Stau gibt. Das ist leider üblich, Bro. Es gibt zwei, ich weiß nicht, ob es offiziell ist, vielleicht kann man mich korrigieren, aber in der Doku ist gestanden, dass es 2 Wege gibt. Einer von der Schweiz, einer von Italien weg. Der bekannteste und der, wo alle gehen, ist der über die Schweiz. Weil du gehst Zermatt, schön ins Dorf, du gehst schön in das schöne malerische Dorf, Schweizerdorf, und dann gehst du und dann hat es auf dem Schweizer Weg auch, ist der einzige Dings, das einzige Rest, das du hast, ist auf dem Schweizer Weg. Also südlich quasi. Und dort ist so gestanden, also dort hat so eine Frau erklärt, sorry, hat so gesagt, hey, ich habe einen gesehen, wie er vor mir gestorben ist. Und dann hat sie erzählt, ist nicht mehr, weißt du denkst, wenn du so jemand denkst, dass jemand beim Bergsteigen gestorben ist, du denkst irgendwie, weißt du, so beim Klettern, irgendwie, keine Ahnung, Bro, irgendetwas sonst, einfach bei etwas am machen. Und das Einzige, was war, ist, sie hat einen Stau gehabt. Ich glaube, sie hat wieder runterlaufen und er war am Urlaufen gewesen. Er hat nachher angehalten, so freundlich, sie ist durchgegangen und nachher, weißt du, Kisha, weißt du, so näher. Oh. So richtig so. Ja. So näher und er so, es geht ja, sie gesagt, es hat völlig gelangt. Ja. Aber er hat nochmal aus Anstand nochmal einen Schritt zurück gemacht und das war tödlich gewesen, Bro. Aber geht. Er ist ausgerutscht von dem Stein, wo er war und runtergefallen. Das ist crazy. Und das Krasse ist, das hat mich noch mehr schockiert, sie hat gesagt, ich habe ihn einfach gesehen, wie er am runtergefallen ist und ich habe einfach keinen Ton von ihm gehört. Er hat nicht geschrien, nichts. Ja, der checkt ist vorbei. Ja, der checkt. Wow. Huckt. Er hat auch gewusst, so, fertig. In meinem Kopf geht ja auch angekommen. Auf jeden Fall, ich will unbedingt mal auf den Matterhorn mit einem Bergsteiger. Sorry, ich muss fragen. Vielleicht. Der oder das Matterhorn? Du hast jetzt 3-mal der gesagt. Ja, jetzt kommst du mit mir mit recht. Also ich frage. Sag du mir, du redest noch von Wallis, sag du mir. Was ist das Problem mit Wallis, Bruder? Kein Bruder, ich weiß nicht. Sag du. Also ich würde glaube behaupten, das ist das Matterhorn, weil das ist das Horn. Ja. Aber der Berg. Ja. Ja, gute Frage. Gehen wir aufs Matterhorn, gehen wir auf den Matterhorn. Egal. Ich kann nicht mal sagen, was die im Fernsehen gesagt haben, wegen Wallis du Deutsch checkst. Und China sind Herbergen? Nicht ganz. Ja, irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und das ist, also erstens, ich will unbedingt auf den Berg. Und zweitens, du siehst in dieser Doku, also der Typ ist richtiger Motherfucker. Er hat richtig Aura. Also da oben sind die so eine, sie sind auf der italienischen Seite. Und weil auf der italienischen Seite hat es wie so ein Hütli, ein kleines, wo Leute können im schlimmsten Fall, weißt du, wenn aus irgendeinem unerklärlichen Grund voll Regen kommt, sie haben es unterschätzt, einfach, sie können nicht ab und durchgehen, können sie in dieser Hütte sein und worst case, es sind sogar 6 Betten oder so. Ja. Er hat gesagt, hey, look, es ist schon mal zum ganz schlimmen Notfall gekommen, da sind über 40 Leute drin oder über 30, also es geht schon. Und nachher ist er dort oben, er geht zum Hütli raus und er so, look, ein Problem ist eben, Leute können da unerfahren. Die haben keine Ahnung, die nehmen einfach ein Seil mit und laufen einfach hoch. Also wenn du jetzt sagst, ich will mich aus Matterhorn. Einfach ich und du, Bro, look, wir sind jetzt 2 Jahre lang gewandert, wir wissen, wie Wandern geht, wir haben den Ausdruck zum 5-6 Stunden machen. Gehen wir, was kann schon passieren? Nachher er ist dort oben vom Hütli, Bro, und die Leute kommen dort drauf und er sagt also, look, die können es, weißt du, wie einfach nehmen. Weil die sind einen Weg am draufkommen, wo kein Weg ist. Der Weg ist links, die checken das nicht, die sehen das nicht, die haben keine Ahnung, noch nie im Berg oben gewesen. Aber so schnell, die Leute, die das Matterhorn besteigen, Ja. also wenn du sagst, es ist ein Weg, wo kein Weg ist. Also, ist das... es ist ja nicht ein wie soll ich sagen, ein gemachter Weg, aber es ist so angeschrieben, weißt du, so da ist nachher immer so Dinge. Aber man läuft. Man läuft, ja genau. Nicht mit so... Ja, ab und zu musst du halt schon klettern, weißt du, so schnell, so schön. Crazy, ja. So, es geht nicht so lange, aber auf jeden Fall wird er mir wie so zeigen, look, die gehen nicht auf dem angeschriebenen Weg, die machen es irgendwie selber und dort, wo sie laufen, hat es sehr viel Geröll und Stein und so. Er so, und ich bin da oben, ich sehe es, die Hütte verfluchen sehr viele Leute, weil da oben chillen einmal Leute und nachher irgendwie Steine gehen ab und so weiter. Und nachher, wenn so ein Grümmel, so ein Stein von 20 Metern auf den Kopf kommt, Ja. es kann sein, dass das dich nimmt oder dass es einfach sonst mega schlimm ist, was du davor hast. Es ist schon wild, ja. Also ich will unbedingt mal auf den Matterhorn. Gehen wir mal zusammen auf den Matterhorn. Ich glaube mit nicht. Bergsteiger. Ich glaube ehrlich nicht. Bro, deine Frau macht 1 Woche Flucht. Bro, Du willst mit mir ich nicht auf glaube den Matterhorn. ehrlich nicht. Was hat das mit meiner Frau zu tun, Bro? Ich bin kein Bergsteiger.
Ja, machen wir einmal. Bro, wie willst du? Wie kommst du rein? Gehen wir aus dem Auto, nachdem du mir 20 Minuten erzählst, wie Leute Ja, mit verrecken. Bergsteiger geht das nicht, passiert nichts. Mit Bergsteiger... Also du wolltest mir sagen, du bist jetzt in der Verfassung. Nein, jetzt nicht. Okay. Aber für den nächsten Herbst zum Beispiel. In einem Jahr. Oder im Frühling, im März, April, wenn wir jetzt ab und zu wandern gehen. Ah, ich glaube, du tust das sehr fest unterschätzen, Bro. Das sicher, ja. Ja. Aber ich hab Bock. 100%. Ja, dann mach, Bruder. Ja, du willst schon mit mir, dann mach Ich will nicht mit dir. Dann mach ich mit Sandro. Mach mit Sandro, Ich Bruder. mach mit ihm. Schön, Bro. Dann kann er da bei Ausländerliste, Urschli. Ure geil mit ihm. Okay. Crazy. Ja. Nein, easy, spannend. Ja. Wir haben unsere gezielte Stunde erreicht. Geil, geil. Ja, ich würde sagen, nächste Woche holen wir dann Fall die Jungs und reden über das Berggebiet, weil sonst verhängen wir es. Das wäre geil. Also weißt du, wenn wir es nächste Woche, also übernächste Woche nicht machen, die 2 Wochen, Ja. in einem organisiert. Monat sagen wir, wir sind vor einem Monat mal Berggebiet gewesen. Wie Ja, geil ist es? dann machen wir das. Geil. Ja, spannend. Ich habe es gute Folge gefunden. Ich habe es auch gut gefunden, ja. Fick Expats. Das ist der Main Takeaway. Ja, Mann. Und es ist schön, nochmal, es ist schön zurück gewesen. Es macht Bock. Es macht Spaß. Und Wir gehen. wir gehen rein. Das ist kurz und